Herzlich willkommen auf dem Passionsweg. Wir gehen gemeinsam die Stationen durch mit Jesus auf seinem Leidensweg. Aber wir starten da, wo wir uns positionieren als Freunde von Jesus. Jesus sagte nämlich, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde und Freundinnen. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, und in seinem Freundeskreis startet ja auch die ganze Passionsgeschichte. Ich möchte, dass wir als Freunde heute gemeinsam Jesus begegnen. Und darum bete ich. Jesus, wir dürfen gemeinsam Schritt für Schritt jetzt diese Geschichte, das Größte, was jemals auf dieser Welt passiert ist, gemeinsam aufrollen. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns, wie es hier sagst, als Freunde auch offenbarst, was wirklich dahinter steht. Die ganze Kraft dieses Geheimnisses, was es für mich persönlich bedeutet, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz. Ich bitte, dass du es uns offenbarst und vor allem auch, dass du die Kraft vom Kreuz nochmal ganz neu wirken lässt in unserem Leben. Amen. Am Abend, bevor Jesus gestorben ist, hat er seine Jünger nochmal zusammengeholt, seine besten Freunde, und sie haben gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Und dann hat Jesus gesagt zu seinen Freunden, heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Denn in der Schrift steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Petrus, einer seiner besten Freunde, er konnte das so nicht stehen lassen. Jesus, du sagst, ich soll dich verlassen? Ich? Niemals. Jesus, so etwas tue ich niemals. Und Jesus hat Petrus leider sagen müssen, noch bevor das der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Petrus konnte das nicht fassen, dass Jesus so etwas sagt. Dann ist Jesus mit den Jüngern rausgegangen in den Garten Gethsemane und dort hat er sie gebeten, es ist Zeit fürs Gebet. Betet mit mir. Und er ging selber auch beten. Und er betete, Vater, bitte lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Amen. You ask me to stay, you ask me to pray, you wished I would stand by you, but I was weak and I ran when you needed me most. I am sorry, Lord. Dann kehrte Jesus zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Und er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Wie oft geht es uns als Freunde so? Wir möchten gute Freunde von Jesus sein, aber da ist auch viel Schwachheit in unserer Freundschaft zu Jesus. Und wir wünschten uns oft, wir wären die besseren Freunde. Und da passiert diese Geschichte, da startet diese ganze Passionsgeschichte. In einem Drama, das davon erzählt, dass die Menschen oft nicht so gute Freunde für Jesus sind, wie er ein guter Freund ist für uns. I am sorry, Lord.
weight of my sin swept away by your ocean, your unending ocean of love. The more that I seek, the deeper it goes. The further I reach, the closer you come. Your heart is like an ocean of love. Petrus war sicher in diesem Moment voller Scham, denn er ist erneut eingeschlafen, obwohl Jesus ihn so krass gebeten hat, wach zu bleiben mit ihm. Und dann kam ein weiterer Freund von Jesus, Judas. Und zwar mit den Soldaten der Priester, mit der Priesterwache. Und sie kamen und Judas verriet Jesus mit einem Kuss. Und Jesus war da und wurde jetzt verhaftet. Doch Petrus dachte, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich meine Freundschaft beweisen. Er nahm sein Schwert und hackte einem der Diener das Ohr ab, der Priester. Und Jesus sagte, stopp, Petrus, tu das Schwert weg. Jesus nahm das Ohr und heilte es wieder. Jesus wusste, jetzt ist der Moment gekommen, um für meine Freunde mein Leben zu geben. Und Jesus ließ sich verhaften. Wie krass, dass Jesus in diesem Moment das entschieden hat, keine Gegenwehr zu geben. Wo er so krass von all seinen besten Freunden, von seinen Jüngern im Stich gelassen wurde. Und tatsächlich, Jesus wurde mitgenommen, alle Jünger gingen weg. Und nur mit einem Abstand ging Petrus der ganzen Jesus hinten her und der ganzen Menge. Und sie brachten ihn da in das Haus des hohen Priesters, wo er zum ersten Mal verhört wurde. Und von weitem her hörte er zu. Er ging da in einen Innenhof hinein und plötzlich wurde er erkannt. Du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus herumgezogen ist. Ich? Nein, keinenfalls. Du musst mich verwechseln. Doch, du hast diesen Akzent. Du bist einer von denen. Nein, auf keinen Fall. Ich weiß es doch, ich habe dich gesehen mit Jesus. Ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn. Und in Petrus zerbrach etwas. Ich bin wirklich nicht so ein guter Freund für Jesus, wie ich das gedacht habe. Und er weinte bitterlich und war zerbrochen. I denied you 3 times, and you reply in return. Do you love me with all your heart? Well, I can never repay what you did for me. Here's my life, Lord. Have my heart, Lord. And all that I see is your love for me. The weight of my sin swept away by your ocean. Your unending ocean of love. The more that I seek, the deeper it goes. The further I reach, the closer you come. Your heart is like an ocean of love.
Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, als er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Liebe Freunde, wenn wir in die Passionsgeschichte gehen und wir schauen hin, wie Jesus verurteilt wird, zu Unrecht angeklagt. Er wird verhöhnt, verspottet, geschlagen, gefoltert, ans Kreuz geschlagen. Dann müssen wir uns bewusst sein. Wir sind aus der Perspektive, müssen wir schauen, okay, wir brauchen das. Es ist für uns. Es ist für mich. Und wir dürfen auch wissen, dass in dieser Zeit Jesus ist unser Freund. Und er kennt uns durch und durch. Und sagt, komm, ich kenne dich, sei nicht anders als du bist. Und gerade in diesem Passionsweg, ich bitte dich, öffne dein Herz umso mehr. Sei echt vor diesem Jesus. Und lass nochmal die ganze Gnade dich hineinnehmen. Wir haben vorher gesungen, die Liebe von Jesus ist wie ein großer Ozean, in den du hineintauchen kannst, in den du hineinschwimmen kannst, der hört nicht auf. Es überwältigt dich und es nimmt dich nochmal ein. Und ich bitte dich, dass du dich darauf einlässt in diesem Passionsweg, auf eine Liebe von Gott, auf eine Gnade, die größer ist als all dein Versorgen. Und darauf musst du vertrauen. Und komm, wir sprechen das aus. Jesus, nimm uns hinein in diesen Passionsweg. Wir sind uns bewusst, wir haben nicht verdient, dass du dein Leben für uns gibst. Und wir können es auch nur am Rande ein bisschen begreifen. Aber wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen, dass du uns vergibst. Wir brauchen dich, dass du den Schritt auf uns zumachst. Gerade dort, wo wir Unzulänglichkeiten, Schwachheit, Fehler und Sünden noch haben. Komm und zieh uns rein. Wir brauchen dich, Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam singen zum Abschluss. Jesus, du bist unser Fels. Du allein, Jesus, du allein, Jesus, du allein, Jesus, du bist der Grund, auf dem ich stehe. Oh, wie unbeschreiblich tief ist deine Liebe. Mein Herz verlangt nach dir allein. Wenn die Welt zerbricht, bleibst du, oh Gott, bestehen. Mein fester Grund durch Raum und Zeit. Bist du in alle Ewigkeit. Amen. Danke, Jesus, stehen wir bei dir auf festem Grund. Und du machst diesen Unterschied in unserem Leben. Amen. Wir sehen uns morgen früh für den zweiten Teil des Passionswegs. Bis dann.